Destele, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns doch zunächst die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama bekräftigt seine Verpflichtung, seine Anhänger für die nächsten 10 bis 20 Jahre zu führen. Rechte Gruppe berichtet von Diskriminierung der Tibeter inmitten massiver Proteste gegen Chinas Covid-Politik. China verurteilt tibetischen Mönch zu 2,5 Jahren Gefängnis. Alle indischen Tibet-Unterstützungsgruppen geloben, die Anerkennung der CTA als rechtmäßige Vertreterin aller Tibeter anzustreben. CCC-Vorsitzende fordern UN-Untersuchung zu erzwungenen Familientrennungen in Tibet. TPIE schließt Tibet-Befürwortungsprogramm in Europa ab. Die australische parteiübergreifende Parlamentarische Gruppe für Tibet trifft sich, um Aktionspläne für Tibet zu skizzieren. Repräsentant Sonam Frasi schließt Advocacy-Besuch in den baltischen Staaten ab. Tibeter und Taiwaner treffen sich, um eine gemeinsame Basis zu finden. An diesem Mittwoch wurden seine Heiligkeit dem Dalai Lama vom Kloster Debung Gomang und dem Lhaden Chutu Myönam Chimu Trust Gebete für ein langes Leben dargebracht. Seine Heiligkeit der Dalai Lama bat seine Anhänger, die Tradition der Bewahrung der Lehren des Buddha durch Studium und Praxis fortzusetzen und sicherte seine Führung für die nächsten 10 bis 20 Jahre zu. Der Tempel wurde an diesem Tag von etwa 4.500 Anhängern besucht. Während Berichte über die Führung der Kommunistischen Partei Chinas, die sich massiven Protesten der Bevölkerung gegen die Null-Covid-Politik der Regierung ausgesetzt sieht, auftauchten, berichtete das tibetische Zentrum für Menschenrechte und Demokratie über diskriminierende Behandlung und willkürliche Verhaftungen von Tibetern in den letzten 3 Monaten. Nach dem Protest tibetischer und chinesischer Arbeiter am 26. Oktober dieses Jahres gegen die anhaltende pandemische Abriegelung des Viertels Chakrong in Tibets Hauptstadt Lhasa wurden Berichten zufolge 200 Demonstranten festgenommen und in einem Gebäude der staatlichen Wohnungsbaubehörde festgehalten. Unter den Festgenommenen waren 47 Tibeter, zumeist Arbeiter aus anderen Teilen Tibets. Das tibetische Zentrum für Menschenrechte und Demokratie berichtete über einen eindeutigen Fall offizieller Diskriminierung, bei dem chinesische Demonstranten eine mildere Strafe in Form der Verweigerung der Miete und anderer staatlicher Hilfen für den Verstoß gegen das Gesetz über das Verbrechen des Protestes erhielten und nur für einen Tag inhaftiert und dann wieder in ihre jeweiligen Heimatstädte entlassen wurden. Die tibetischen Demonstranten hingegen wurden 14 Tage lang in Raumzellen festgehalten, durften keinen Kontakt zu ihren Mitgefangenen aufnehmen, erhielten nur einmal am Tag etwas zu essen und wurden intensiven Verhören unterzogen. Das tibetische Zentrum für Menschenrechte und Demokratie forderte die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Tibeter, die zu Unrecht inhaftiert wurden, weil sie die gescheiterte Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung kritisiert hatten, und berichtete außerdem von unverhältnismäßigen Einschränkungen des tibetischen Cyberspace im Vergleich zur Durchsetzung der Null-Covid-Politik im April in Shanghai und im August in Zentral-Tibet. Lobsang Chöpe, ein tibetischer Mönch aus dem Kirti-Kloster in Ngaba, in Chinesisch Aba, wurde Oktober 2022 von den chinesischen Behörden zu 2 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Quelle zufolge nahmen die chinesischen Behörden ihn im Sommer dieses Jahres fest und hielten ihn bis zu seiner Verurteilung im Oktober in Haft. Derzeit ist nicht bekannt, wie es um sein Wohlergehen bestellt ist. Im Jahr 2011 wurde Lobsang Chöpe verhaftet, weil er sich der patriotischen Erziehungskampagne bzw. der legalen Erziehung widersetzte, die die chinesischen Behörden den Mönchen auferlegt hatten und die mit einem unbefristeten Verbot der normalen religiösen Aktivitäten im Kloster einherging. Als Teil der patriotischen Erziehung werden die Tibeter gezwungen, seine Heiligkeit den Dalai Lama zu denunzieren. Lobsang Chöpe stammt aus Chakhong Chuklik-gab, Ngaba in der traditionellen Provinz Amdo. Sein jüngerer Bruder Lobsang, ein Mönch des Klosters Kirti, soll ebenfalls bereits von der chinesischen Polizei inhaftiert worden sein.
Auf der 7. Konferenz der indischen Tibet-Unterstützergruppen wurden Erklärungen verabschiedet, die darauf abzielen, dass Indien die tibetische Zentralverwaltung weiterhin als rechtmäßige Vertreterin der Tibeter in aller Welt anerkennt und den von der tibetischen Zentralverwaltung verfolgten Ansatz des mittleren Weges zur Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts uneingeschränkt unterstützt. Die von der Core Group for Tibetan Cause India organisierte und vom Indo-Tibet Coordination Office unterstützte Konferenz fand am Montag dieser Woche für 2 Tage in Neu-Delhi statt. Die Delegierten forderten in einer Petition, die Einmischung Chinas in die Reinkarnation der tibetischen Dögos zu verurteilen und riefen dazu auf, die politische Unterstützung für die Verteidigung der Identität des tibetischen Volkes zu verstärken. Sejong Bimba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung und der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Khembo Sonam Denpa, nahmen an der Eröffnungs- bzw. Schlusssitzung der Konferenz teil und betonten die Notwendigkeit einer strategischen Zusammenarbeit, um die wachsende Macht und Aggression Chinas einzudämmen. An der Konferenz nahm die bekannte Autorin Dr. Nirja Madhav, der ehemalige Rektor der Zentraluniversität von Himachal Pradesh, Dr. K.C. Agnihotri, der Sekretär der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der CTA, Garma Chöying, der nationale Präsident der indischen Tibet-Freundschaftsgesellschaft, Dr. Anand Kumar, der ehrenwerte Parlamentsabgeordnete und Vorsitzende des parteiübergreifenden indischen Parlamentsforums für Tibet, Shri Sujit Kumar, der Schirmherr von Bharat Tibet Sahayog Manch, Shri Indresh Kumar und der nationale Vorsitzende der Kerngruppe für die tibetische Sache Indien, Shri Rinchen Khandu Girme. Mehr als 200 Mitglieder von Tibet-Unterstützungsgruppen aus Indien nahmen an der Konferenz teil, auf der die Teilnehmer über die Rolle Indiens im chinesisch-tibetischen Konflikt, die Rechte und die Freiheit der Tibeter in Tibet und die Bedeutung der Ökologie Tibets berieten und Möglichkeiten zur strategischen Planung und Stärkung der Arbeit und Zusammenarbeit von Tibet-Unterstützungsgruppen in Indien diskutierten. Sejong Bimba Tsering nahm auch an der Abschlusszeremonie des zweitägigen Jahrestreffens der Sampota Schulleiter in dieser Woche in Dharamsala teil und hielt eine Rede. In seiner Ansprache bekräftigte Sejong das Bestreben des 16. Gascha, die kleinen Schulen zu konsolidieren, um die Existenzsorgen dieser Schulen aufgrund der sinkenden Zahl tibetischer Kinder zu überwinden. Der Vorsitzende und der Co-Vorsitzende der parteiübergreifenden und aus 2 Kammern bestehenden US-Kongress Exekutivkommission zu China, Senator Jeff Merkley und der Abgeordnete Jim McGovern, haben am Mittwoch ein Schreiben an Volker Türk, den Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, veröffentlicht, in dem sie eine UN-Untersuchung der Kinder fordern, die in Tibet gewaltsam von ihren Familien getrennt werden. Unter Berufung auf den Bericht des Tibet Action Institute aus dem Jahre 2021 wird in dem Schreiben der zwanghafte Charakter des Internats- und Vorschulsystems in Tibet hervorgehoben, das dem Ziel der Kommunistischen Partei Chinas dient, die Tibeter zu sinisieren. Das Tibet Advocacy Program des tibetischen Exilparlaments, das eine Delegation in die Tschechische Republik, nach Litauen, Schweden und in die Niederlande führte, ist abgeschlossen. In dieser Woche traf sich die tibetische parlamentarische Delegation unter der Leitung des Abgeordneten Denpa Yape, bestehend aus den Abgeordneten Yudun Ogazang und Wangdu Dorje mit Dixin Chudin Genghang, dem Vertreter des Tibet-Büros in Brüssel, und Wangbo Detong, dem europäischen Exekutivdirektor der International Campaign for Tibet, und führte eine interaktive Diskussion über die Tibet-Kampagne, die in Amsterdam durchgeführt werden soll. Die Delegation traf sich mit dem Senior Policy Officer der Abteilung Multilaterale Organisation und Menschenrechte des Außenministeriums und dem Senior Policy Officer des China Desk des Außenministeriums und informierte sie ausführlich über die Lage der Tibeter, die durch die harte Politik der chinesischen Behörden verursacht wird. Die Delegation nahm auch an der von ICT Europe organisierten Diskussionsrunde zum Thema How Tibet Matters to Europe in Holland teil und traf mit der tibetischen Gemeinschaft in den Niederlanden zusammen. Die australische parteiübergreifende Parlamentarische Gruppe für Tibet traf sich diese Woche, um am Rande der laufenden Frühjahrssitzung des australischen Parlaments Aktionspläne für Tibet zu diskutieren und auszuarbeiten. Der Co-Vorsitzende der australischen parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Tibet, Warren Entsch, leitete diese Sitzung gemeinsam mit den Co-Vorsitzenden der Gruppe Susan Templeman, Jeanette Rice, Stephen Bates und Ged Kearney. Auf der Sitzung wurde ein breites Spektrum an Themen erörtert, darunter auch der geplante Besuch der australischen Parlamentsdelegation in Dharamsala.
An dem Treffen nahm der Abgeordnete Karma Singhi, das Mitglied des tibetischen Parlaments Tenzin Phuntsop Doring, die Geschäftsführerin des Australia-Tibet Council Zoe Bedford, der Präsident der Nationalen Föderation der tibetischen Gemeinschaften Australien Gesang Tsering und der Sekretär Lhawang Gyalpo vom Tibet-Büro in Canberra teil. Nach den Veranstaltungen in Litauen mit der tibetischen Parlamentsdelegation bestehend aus den Abgeordneten Temba Yape, Yudun Okatsang und Wangdu Doji setzte der Repräsentant Sonam Frasi in der vergangenen Woche seine Lobbyarbeit für Tibet in den beiden anderen baltischen Ländern der Region fort. Er traf in Riga und Tallinn mit Regierungsvertretern, Parlamentariern, Journalisten, Wissenschaftlern und Unterstützern zusammen und machte auf die seit langem bestehende Verletzung der Religionsfreiheit in Tibet, die drohende Einmischung der kommunistischen chinesischen Regierung in den Prozess der Reinkarnation tibetischer Lamas, die zunehmende Bedrohung der Umweltsituation auf dem tibetischen Hochplateau sowie auf neuere Probleme wie die massenhafte Sammlung von DNA und die weit verbreiteten Internate im Kolonialstil aufmerksam. Die Besuche dieses Mal haben einen bestätigten Plan für einen Besuch der baltischen Parlamentarierdelegation in der tibetischen Zentralverwaltung in Dharamsala im nächsten Jahr hervorgebracht. In Lettland informierte der Abgeordnete Sonam Frasi Beamte des Außenministeriums und lettische Parlamentarier über die aktuelle Lage in Tibet und erörterte die parlamentarische Unterstützung für Tibet, einschließlich des Besuchs einer baltischen Parlamentarierdelegation in Dharamsala im nächsten Jahr. Der Vertreter traf auch mit dem Außenminister der estnischen Regierung Urmas Reinsalu, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsausschusses, Parlamentsmitgliedern, Journalisten und Tibet-Unterstützern zusammen. Am vergangenen Sonntag kamen Tibeter und Taiwanesen in Taipeh zusammen, um eine gemeinsame Basis zu finden. Im Mittelpunkt der Konferenz mit dem Titel Gemeinsamkeiten finden stand die Frage, wie die Demokratien in Taiwan und die tibetische Exilgemeinschaft in Zukunft Einfluss auf China nehmen können. Der Schriftsteller Lu Huijuan stellte gemeinsam mit dem Repräsentanten Gesang Yetsin-Bauer, Tibet-Büro Taiwan, dem Präsidenten der tibetischen Verbände Tashi Tsering und Professor Tsim Chang-yon das Ziel der Konferenz vor und hielt die Eröffnungsrede. Professor Ming-Shi, Professor Chu Cheng-Ming, der Forscher Hipang Ming-Ru und das ehemalige Hongkonger Legislativmitglied Shue Petil sprachen über das Bewusstsein für Demokratie, die jüngsten regionalen Wahlergebnisse in Taiwan und ihren möglichen Einfluss auf die Beziehungen zwischen China und Taiwan sowie über die politischen Entwicklungen in Hongkong. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.